Eine weitere Folge Green Project. Es hat ja wieder einen Patch gegeben. Ich bin jetzt glaube ich recht aktuell unterwegs, was da läuft. Lemmings, ich habe übrigens auch noch ziemlich viele, ein paar Tage weitergespielt seit dem letzten Mal. Lemmings sind noch nicht auftaucht, Katz ist auch noch nicht auftaucht, vielleicht passiert das ja noch. Was habe ich gemacht? Ich habe sehr viel Rohmaterial vorbereitet, das nehme ich jetzt da mal raus. Und ich habe Futter für die Viecher daraus gemacht, ich habe den Garten gemacht. Also im Moment ist es wirklich ein, ja, es ist too much Micromanagement für meinen Geschmack. Also eigentlich müssen wir einen Farm- und Tiersimulator nennen. Mit den Bäumen läuft jetzt, ja, bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, um zu schauen, wie es den Bäumen geht. Vor allem kann man sagen, es ist sicher, dass die Grünfläche sich ausgeweitet hat seit dem letzten Mal. Aber ansonsten, keine Ahnung, machen wir sicher heute mal eine Tour dort hin. Aber, ich schaue mal schnell bei den Viechern. Die haben noch zu fressen, die haben auch noch zu fressen. Es hat eine Babysau gegeben, das ist schon mal cool. Sonst der Garten läuft. Ich glaube, da ist sogar Tomaten. Tomaten sind ready. Meines Wissens habe ich jetzt auch wirklich alles angepflanzt, was mir zumindest bis jetzt bekannt wäre. So, was ist denn sonst noch neu dazugekommen, jetzt abgesehen von Hintergrundmusik, Lemmings, die wir noch nicht gesehen haben, Katzen, die wir noch nicht gesehen haben. Neue Werkzeugstufen sind dazugekommen. Und genau darum habe ich jetzt die ganze Vorbereitungsarbeit gemacht, damit wir nämlich jetzt die Werkzeuge upgraden können zusammen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher sein. Tomaten. Aber das machen wir jetzt. Dünger habe ich auch wie in einem Ohren Dünger gemacht. Dass wir dann auch wieder einen Baumrun machen können, ich nenne es jetzt mal so. Was ich noch schnell muss schauen, wegen Futter sieht okay aus, das ist gut. Also, wir tun Werkzeug upgraden. Und jetzt muss ich das auch schnell schauen. Reparaturrezept und dann, also zum Beispiel Giesskanne. Was braucht die? Oh, Plank hätte ich noch machen. Plank habe ich wahrscheinlich zu wenig. Plank und Lehm. Okay, bin doch nicht so gut vorbereitet, wie ich gemeint habe. Planken. Da macht es sich bezahlt, einen grossen Rucksack zu haben. Für den wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Okay, Spritzkanne finde ich jetzt nicht so wichtig. Was ich ja relativ häufig brauche, ist, machen wir als allererstes einen Pickel. Weil ich denke, ich muss noch Lehm abbauen. Wenn ich so die Rezepte anschaue, ich glaube auch alle Werkzeuge haben die gleiche Stufe. Also jetzt schauen wir mal Pickel. So, Stufe 1 kann man jetzt auch herstellen, das ist praktisch, wenn man sie verleiht. Das ist auch noch relativ billig. Stufe 2 braucht der Stufe 1 Pickel, Planken. Oh, Zeisen, mein Gott. Okay, Jungs. Und Mädels natürlich, haben da wieder mal super korrekt sein. Ich fürchte, ich werde da doch noch im grösseren Stil müssen Mineralien abbauen. Und der. Ja. Okay, da haben wir irgendwie noch einen komischen Text. Moins de risque d'attraper les deux avec keine Ahnung. Aber ich denke, es geht mal schnell. Ich hoffe, es geht schnell, weil jetzt machen wir nämlich auf die Stufe 2 Hacke. Gehen wir die Stufe 3 Hacke und für das brauchen wir den. Tada!
Okay. Also jetzt haben wir zumindest mal eine coole Hacke. Und die Hacke brauchen wir jetzt, gehe ich halt im Vergleich. Im grossen Stil pickeln. Ich nehme mal zur Sicherheit noch Kaffee mit. Hatten die jetzt auch höhere... Hallo Pickel? Ah, nein. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht gerade ersichtlich über den... Ob er höhere Haltbarkeit hat. Ja, ja, Fummelsteuerung ist immer Fummelsteuerung. Wir werden wahrscheinlich noch nicht mehr leben. Was soll ich wieder machen? Gammel. Okay, also ich denke, weißt du, das nehmen wir doch gerade noch zusammen mit. Ja, ja, machen wir so eine Baumressourcenabbau-Runde. Okay, so viel Samen haben wir gar nicht, aber ist egal. Ne? So. 3, okay, ich denke schon, es geht. Nein! Ach, das ist also ein Seil. Das ist Stein, so nicht. Ja, mit 3 Schlägen, ich glaube, vorher ist es ein 5. 5 Schläge gewesen? Nein. Ich habe gemeint, gewiss wechselt mich auch die Müdigkeit nicht ab, aber der geht jetzt da definitiv ab. Ja, ja, monotons Zeugabbau hätte ich eigentlich wieder im Offline gemacht. Aha, was ich könnte... Machen wir so, ich wollte das jetzt nicht antun, dass ich das stundenlang jetzt auf dem Zeug picke, was mache ich nachher? Dann machen wir eine Baumrunde. Ach ja, was auch noch neu ist, fällt mir gerade ein, ist, dass Tiere sich jetzt anders verhalten. Das heisst, sie haben jetzt doch einen höheren Fluchtreflex, was man jetzt zum Beispiel beim Gecko sieht. Da bin ich schon mal sehr froh, habe ich schon alles Gecko gesammelt. Ja, nein, es geht immer noch. Es ist einfach ein bisschen mühsamer geworden. Warum das die dann noch nicht mehr gemacht haben, ist mir auch ein bisschen Rätsel. Den Käfer weiss ich gar nicht, was der neu macht. Nein, aber auf die Wege rennen. So, da, die können wir sicher umhauen. Und die sind ja eigentlich immer stehen geblieben, wenn man auf sie haut. Okay, ist immer noch so. Eigentlich sollte ich gerade schauen, dass ich die Axt upgraden kann. Da ist sie kaputt. Also, nochmal, die können upgraden. Was ist das? Ich glaube 10 und der Rest sollte ich haben. Lecker das viel von denen. Aber, wenn wir doch schon da sind, dann doch noch etwas fürs Grün machen.
Also sagen wir das 6 Stück. Fünf können wir noch machen, wir doch auch gerade. Dann ist das so ein bisschen der Erzecke. Ich tue es wie Wölfe, aber... Oh, der Mais ist fertig. Ja, ja. Jetzt wieder das Farm-Simulator geht weiter. Tomaten machen wir noch mehr. So, einmal Mais. Der Rest ist noch frisch Wasser, da haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Dann Axt. Axt. Das dürfte wahrscheinlich genau das gleiche Rezept sein. Einfach mit der Axt, Braten, Eisen und Lehm. Mhm. Dann, ich muss das gerade ein bisschen ausnutzen. Eine halbe Stunde ist ja immer das, was ein Samenverarbeiter braucht. Die sind auch gerade nachher. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Dann zweite Stufe Axt. Das war mit Axt, Barren, Eisen und Ton. Sehr schön. Jetzt ist die Kerl natürlich schon ein bisschen müde. Also machen wir immer so einen Stapel voll. Mais. Dann wird er voll. Und jetzt da noch irgendwo. Da haben wir noch ein bisschen Erz und das noch ein bisschen abbauen. Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr gross auf die Tour zu gehen.
Ja, so kann man natürlich seine Fortschritte beim Begrünen auch kaputt machen. So, solange jetzt schläft er nicht ein. Mag ich da durch? Ja. Großes Einsortieren. So, dann haben wir doch eine Ordnung. Also, den Folgen machen wir noch einen meisten, ist der Halde voll. Jetzt ist er mit dem Saatgut bissen, geht nicht mehr. Also, das machen wir dann, das nehmen wir alles mit auf die Tour. Fummelsteuerung immer noch Ole. Das haben wir abgebaut, das ist Gammelzeug. Das haben wir zum Pflanzen noch mehr Gammelzeug. Den könnt ihr wieder versorgen. Das werden wir wahrscheinlich auflassen. Das werden wir beides noch wegmachen. Und das kann ich auch wieder versorgen. So, dann haben wir noch wieder eine Ordnung. Okay. Dann einmal vollstopfen. Das brauchen wir noch. Thymian können wir mal jetzt ziehen. So, dann ab ins Bett. So, Deli, dann läuft das da wieder alles. Ja, ist jetzt natürlich schon ein bisschen die Frage, was kommt da noch in dem Spiel? Ich meine, klar, jetzt können wir das Werkzeug upgraden, tipptopp, aber schlussendlich ist ja alles, was man jetzt macht, ist da die ganze Dünger ansetzen, dann den Garten beackern und Tiere versorgen, und das machen wir so lange. Und das macht man so lange, bis man den unten voll hat, sprich 99 Ratten, 90 Hühner, 50 Schweine. Da sind wir wieder bei der Sinnhaftigkeit, wo ich jetzt
jetzt Samuel. Oder was bietet das Spiel jetzt noch in der Phase, wo wir da sind? Und ich denke, da müssen wir jetzt auf den nächsten Update warten. Ja, machen wir so. Also, ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder offline, nachher Material farmen. Werkzeug upgraden kann ich eigentlich auch offline machen, das bringt überhaupt nichts, wenn ihr das seht. Wenn allerdings jetzt mal so eine entweder Katze- oder eine Lemming-Invasion kommt, dann würde ich nochmal den Record-Knopf drücken. Ansonsten warte ich auf den nächsten Update. In der Regel gibt es ja Freitag ein Update. Und dann schauen wir, was dort Neues kommt. Und dann würde ich dann auch die nächste Folge machen. Und Zeitvertreiben, bei mir läuft nach wie vor, oder ich habe gestartet Space Haven, also ein Pixel-Art-Game im Weltraum, so survival-mäßig. Schaut doch dort rein, ist auch ganz spannend. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.